könnten Sie mir kurz etwas helfen? Ich sollte dringend eine Sprachnachricht für meine Freundin machen. Einfach wieder lang drücken und reden. Oder könnten Sie ganz kurz für mich drücken? Ja, also drücken oder Sie reden? sagen, ja. Elsbeth, da ist gut. Wann bist du gestern heim? Ich habe mir ein paar Schöttchen zu viel gegönnt beim Après-Ski und habe heute Morgen im Hotel das ganze Tagehaus vollgekotzt. Jetzt bin ich noch drauf ausgerutscht und habe dabei das Zimmermädchen abgeräumt, wie beim Kranzkegel. Mir ist zum Glück nichts passiert. Sie ist wohlgenährt und ziemlich weich. Ich habe nur eine kleine Platzwunde an der Stirn. Jetzt bin ich wieder frisch und parat für den Zauber heute oben. Also, hoffentlich macht es nicht wieder schlecht. Bis nachher. Das geht's. Charlie Darling? Nein, du störst nicht, im Gegenteil. Ach, ich bin so gestresst. Ich bin umringt von Unfähigen und Blutsauger. Ich habe erst gerade am Montag in der Firma 2 von denen rausgeschossen. Der eine braucht angeblich eine Augenoperation. Ich habe ihm dann gesagt, er hätte ja noch ein zweites und soll aufhören rumbrüllen. Der andere hat während. Stellt dir mal vor, während der Arbeit in den Kreissaal zu seiner Frau. Ich habe ja schon beim ersten Kind ausnahmsweise 2 Stunden Absenz toleriert. Aber beim dritten Kind weiss man ja schon auswendig, was passiert. Schreckliche Arbeitsmoral heutzutage. Da hat meine Schwester schon viel besser mit ihrer Kleiderfabrik in Bangladesch. Das kann ich sagen. Also, bis bald, Darling. Tschüss. Hallo, Schatz. Ja, mir geht's gut. Ja, ich vermisse dich auch, aber ich bin ja bald daheim. Ich bin immer noch in Schlieren am Unterschriften sammeln für den Tierschutz. Furchtbare Menschen hat es hier. Wenigstens mache ich es mit der Roswitha und dem Roberto zusammen. Ja, warte, ich gebe dir gerade mal den Roberto. Entschuldigung, könnten Sie schnell ins Telefon sagen, die Menschen in Schlieren sind furchtbar unfreundlich. Also die Menschen in Schlieren, das ist wahnsinnig. Die sind so unfreundlich. Hast du gehört, Schatz? Ja, was man nicht alles auf sich nimmt für den Schutz vom Borkenkäfer. Entschuldigung, Madame, kann ich da unterschreiben? Oh, hast du gehört? Da ist doch noch etwas Freundliches. Ich muss gehen. Tschüss. Jetzt wäre ich fast aufgeflogen. Danke vielmals. Er ist zum Glück ein Gutgläubiger. Bitte sehr für Sie. Und können Sie beim Parkieren das mal aufpassen, dass es keine Kritz gibt. Und fahren Sie mein Jagdwägel nicht zu weit weg. Ich bin in 10 Minuten wieder da. Ah ja, und die Sitzheizung bleibt abgeschaltet, gell?